Entretemps also den ursprünglichen Episode vom 35M Elevator Pitch, das ist den Videopodcast, den der Robert RTL Play fand, weil der Podcast ist da neu. Aber wir kriegen alles gezählt vom Emil Schlesser. Schönen Morgen, Emil. Guten Morgen, Marie. Schön, dass du da bist. Merci, dass ich dir frei bin. Ja, also muss ich direkt sagen, du bist nicht allein an diesem Videopodcast, ihr seid zu zwei. Wir sind zu zwei, ja. Was ist denn das? Mein Co-Host ist den Fabian Koller. Das ist mein bester Freund und auch mein Partner in Crime, der als Karriere geht. Wir haben nämlich zusammen eine Produktionsfirma. Er ist mein Produzent und ja, mir habe gedacht, das ist eine gute Idee, für zusammen über Film zu porträtieren. Ja, 35M Elevator Pitch pur Wort, aber zu dem Namen. Naja, 35M Films aus dem Namen von unserer Produktionsfirma, an den bezieht sich auf den ersten Kontakt, den wir hatten, der Fabian ist, für 12 Jahre. Das war am 3. Mai, wo der Fabian mir geschrieben hat, ohne dass man es kannte. Er hat mir Sachen im Internet gesehen, ein Video, die ich zu Demos gemacht habe. Und man will einen Kaffee trinken gehen. Und ich habe gedacht, ja, aber das wäre doch ein guter Nummer für als Firma. Wo man einfach den ersten Moment, wo man es kennengelernt hat, wo man das von hören. Der muss aber immer so sagen, das ist nicht 35 mehr 3,5. Das ist 3,5, weil wir zum 3. Mai. Und okay. Den M, weiß man noch nicht so richtig, für das steht. Das ist vielleicht ein Geheimnis. Marie! Zum Beispiel. Nee, will ich mich nicht dran Movie Magic. Movie, komm ja so, Movie. Ja, weil das ist ein Podcast, der beschäftigt sich rein mit der Filmwelt. Genau. Das gebe ich den Elevator Pitch, den Namen selber, gebe ich nicht direkt auf Film beziehen, aber das, wenn man an unserem Podcast immer all Gäste dieselbe froh, nämlich wem gebe da gerne am Lift begegnen, aber was gegen die Person will freuen. An der Schweizer an der Filmwelt immer von dem Elevator Pitch, dass ihr immer sollt, wenn ihr ein neues Produkt hört, ein neues Projekt hört, dass ihr dann sollt innerhalb von 30 Sekunden die kennt pitchen, natürlich erklären, um was es geht, und dann fängt das die Idee verkaufen. Also Filmwelt, große Fan von Filmen, ne? Ja, es sind totale Cinephil, ja, von kleinen Mund. Ja. Ja. Das ist der Grund, wie wir auch eben den Podcast Lo und Leben gerufen hat, weil der gerne drüber schwätzt. Wir machen sie gerne für diesen Mal. Wir sind Filme machen allen zwei. Und wir festgestellt, dass wir auch einfach immens gerne darüber schwätzen. Und dass es ganz viele interessante Leute gibt, mit denen kann ganz interessante Gespräche führen. Und wir werden nicht die einfach abholen und zur Verfügung stellen für die sich auch dafür interessieren. Wie war das schon alles du? Wir hatten den neuesten aktuellen Gast, das ist Andy Bausch. Ja, so mal kurz ran. Mal gerne. Ja. Ich habe ganz seelen kein gutes Verhältnis zu meinen Schauspielern. Es sind auch in den ja direkt ob sie zugehen, also da komme ich in den holen oder ich will auch Leute Schauspieler auch an Deutschland gerne begehen für Drohnen an einem Bistro, aber nicht an einem Produktionsraum. Weißt du, für einfach ein bisschen zu quatschen. Ich meine, dass die Mädchen einfach das brauchen, so das Vertrauen, was du hingehst. Das wird nicht gezählt, da kommen wir ja schon aber auch der nächste von Dingem Bruder. Ja, so gut eng auf so kann der etwas bringen. Du hast vielleicht nicht an die Rolle gepasst, für die du das Casting gemacht hast, aber der Regisseur und Produzent nun vielleicht gut fand, wer besandt das? Den Tommy Schlesser. Ja, mein kleines Brüderchen. Was du da ob Lützeburg gesehen oder gibst du auch anderen aus dem Ausland Chance für einen Podcast? Na, bislo waren es Lützeburger oder Leute, die zu Lützeburg schaffen, aber wir wollen das darüber nicht beschränken, weil der Fabian, der wohnt zu Hollywood an den hat auch viel interessant Leute, mit denen kennt die Porterin. Ja, da sind sie so eben vernetzt durch ganz Welt. Und da hat immer mehr. Und mir das gedacht, dass es vielleicht auch interessant wäre, vielleicht erst im Ausland die Gage für ein Mikro zu invitieren. Sie dann nach dort dann klein hünnisch an ja. Gescrollt dadurch den Thierry Faber für Lode zu nennen. Ja. Aber was für eine Regelmäßigkeit könnte Podcast dann? Wir probieren die 2 bis 3 Wochen beizubehalten. Okay. Also 2 bis 3 Wochen. Das ist relativ sportlich, muss ich bedenken, dass wir das heute so nebenbei machen und das aber mehr Arbeit ist, wie ich gemerkt habe am Anfang. Es geht über viel zu erzählen und es gibt viel Gast und es macht einfach immense Spaß. Und wir lernen auch immens viel dabei dafür. Ich gebe das schon gerne beibehalten, die Sportlichkeit von 2 bis 3 Wochen. Also fand der Podcast schon flott, aber du nach mir flott das gefilmt. Das gefilmt, ja, das kann doch gucken. Und mit vielen Extren dann, wann ist das dann eben erlaubt, geht, für die anzublenden. Und das kann ich alles gucken auf RTL Play. Ja, das ist tipptopp. Menglecht froh und dich, Emil. Wie willst du dann am Lift begegnen? Das ist die große Frage, die ich immer fährt, weil ich bestimmt denke, Dose Leute. Los raus. Und ich muss mir dann sehr erinnern, als ich Fangerin sehe, weil ich noch bestimmt denke, Dose. Und ich ging da so ein, der Stephen Fry. Stephen Fry, den kennt ihr bestimmt von den Google. Peter's Friends. Ja. Ja, da spielt der Peter. Ja. Das ist ein intelligenter Mann, ganz intelligenter Mann, sympathischer Mann, Multitalent, Schauspieler, Autor, Quizmaster, was weiß ich, also von allem dabei. Und ich gebe dem wirklich gerne kennenlernen. Und ich gebe ihm gerne so, ich hätte Film für ihn.
ein groß Rolle für hin dran ist, wo ich fand es kennt richtig brillieren du könnt vielleicht an den Podcast vielleicht könnt noch in den Lift wie weiß alle Fall du hast schon gesagt RTL Play du findest ihn alles du kannst in der ursprünglichen Episode live streamen ja gut die neuesten eben auch mal Andy Bausch da so nicht Emil große vielmals merci dass du bei so einem Studio warst Marie das selbstverständlich mir viel merci zu sein ganz gern geschieht